Die Damen und die Herren, ich so nicht dann am Numm vom LCGB und vom OGBL herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ihr euch Zeit geholt habt, bei uns zu kommen, für ich unzulauschen, was man richtig zu so nun par rapport zu einer Annonce, die letzte Woche mo gewur sie gehen an der Presse noch relatiert gin ass an die als jawer paar mal etonéiert huet, muss ich so. Ich meine, mir wollen nicht schwätzen iwwer den das Geheimnis iwwer den Akkor, den Taliban der BBL an Dhaka geholl hun, wat die zwei Kollektivverträge ugin fir dé zu verlängeren, sektoriell Kollektivverträge zu verlängern für die nächsten 3 Jahre. Ich verstoppen nicht, dass wir wirklich überrascht wären. Wir sind noch nicht informiert über die Geheimverhandlungen, die dort stattfanden, genauso wie wir auch nicht an den Diskussionen mit angebunden wären. Wir haben als OGBL und LCGB seit Jahrzehnten und den Verhandlungen von den 2 Kollektivverträgen immer an unserer Responsabilität, an unserer gewerkschaftlichen Verantwortung haben wir und den Verhandlungen immer teilgeholt. Wieso lose eng Aktion stattfindet, dass enger Leber dat lang mischt, du muss ich so, du hast mir keine Antwort drauf. An dass enger Leber sich erlaubt, ein Gewerkschaftsfonds so zu sprengen, mit wat für einem Büt, haben wir auch keine Antwort. Außer wir sagen, der Leber, c'est les idiots utiles von der ABBL und von der AK. Also das purem Populismus geschieht. Afir wat sie Banker sech so offiziell, wann se sech jahrelang ja danach inoffiziell op Seite vom Patronat rangiert tun, da man se lo op offizieller Seite, as sie genieren sech mal nimi dafür. Et das ein zu Trauerspiel. Und wann ich so, dass doch gesetzlich sowieso ganz fragwürdig ist, was an enger Leber lo gemacht wird, weil wenn man Gesetz über Kollektivverträge gucken, da wissen wir, dass Kollektivvertragsgesetz vorgesehen, dass von Verhandlungen stattfinden, eine Kommission de Négociation angesetzt wird. An eine Kommission de Négociation, da sind Partie à cette Convention, à cette Kommission d'Office, die national repräsentativ Gewerkschaften an die Signatär vom Kollektivvertrag sind. Und das sind wir, den OGBL und den LCGB, 10 Jahren, wir haben den letzten Kollektivvertrag mit unterschrieben. Ich komme zwar noch drauf, wie weit das wir den unterschrieben haben, aber das sage ich noch. Stellt also en tant que tel die Legalität von dem Akkord, den der BBL, mit der AK und mit der Aleba, die sieht die drei Protagonisten da geholt, stellt eine Legalität von dem Akkord afro. Wann dann enger Leber seht, sie hätten den Akkord do unterschrieben, will am Sektor eng Sicherheit an eng Stabilität muss garantiert sein, da so ich, das werden sie mit dem doten Akkord, mit dem doten Äderweis 4 zu gehen, just das definitiv afrogestellt tun. Weil, die werde ich schon nicht vorstellen, dass man das Toten einfach so akzeptieren und dass das Toten ohne Androhungen am Sektor wird über die Bühne gehen. Also just konträr haben sie über unser erreicht von dem, was sie schreiben, dass der Sektor bis sicherisiert gehen und aufgesichert gehen. Der Leber hat an diesem Akkord 50,7% von den Stimmen von den Stimmen von den Salarien ignoriert. Weil ich erinnern daran, bei den letzten Sozialwahlen hat den OGBL an den LCGB 50,7% von den Stimmen an der CSL gekriegt. Und der Leber hat nur 49,2%. Und das ist eine Minorität, das ist keine Majorität mehr. Und ich erinnere noch einmal, was den Herrn Merz, den Herrn Laurent Merz, der Sekretär General von der Leber, mir gesagt hat, une majorité, c'est une majorité, si minime qu'elle soit. Und du hatten sie nach 50,9%. Eben, sie haben sie nicht mehr. An dem, was sie lo gemacht haben, einfach den mehr withaltend von der Stimme von den Leuten nicht mehr unerkennen, da muss ich so ein Versailles voll fair. Das ist ein Stärkstück. Wir haben mit ganzen Kopf von Delegierten am Sektor geschwärt. Und als Delegierten, die sind bei Personalbüro gegangen. Und stell dich vor, an der Schulden der Confrère, nebendran als ein Delegierter Serge Schimmer von der Bill, da als Karim gesagt gehen, dass die Raschen nicht Courant von seinem Akkord wären. Da muss man sich ja was vorstellen, wo aus den Akkord dann ausgehandelt gehen.
a wat für enger Kichen oder a wat für engem Bistro oder a wat für engem Hannerzimmer mat wem aus den Akkordo ausgehandelt geht. Op jedenfalls eisen Informationen no net mat de sämtliche Responsablen vun de Betrieber am Sektor. Das also auch nach der Nirwend eng total Desinformation, die von den Leuten, die den Akkord unterschrieben hat, am Sektor stattfindet. Und das ist ein schlechter Akkord. Und der Fakt ist, dass der einzige Gewinner von dem Akkord der BBL und DACA sind. Und die großen Verlierer, das sind Salarien aus dem Sektor. Der Leber hat Salarien aus dem Sektor verroden. So kann ich das mal einfach hinstellen. Wir haben also GBL den 4. November am Akkord mit der Kollege vom LCGB haben wir der Leber angeschrieben. Er gesagt, sie gefragt, wie wir da sollen, gegebenenfalls 4 Uhr, man wisst ja, dass die Verhandlungen für die neue Kollektivverträge gingen ausstehen, aber wie immer, man das ja immer gemeinsam gemacht und wir haben ihnen eine Mail gemacht und gesagt, hey, seid ihr bereit, mal das zusammen zu diskutieren, weil ihr wisst, das steht und wir mussten einen Katalog zusammen machen, aber wir mussten das zusammen konzertieren, für die Aktion dort zu präparieren. Ich kriege während einer Woche keine Antwort, bis den Tag für drin, wo dann der Sekretär General von der Aleba, der Präsident von der Aleba mir gesagt hat, doch, wir können wir reisen Montag mitten über Videokonferenz konzertieren. Das tun wir dann noch gemacht. Und du hast schon so ein Avant-Goût gezählt gekriegt. Ja, das sind sie aber irgendwo, bis sie schon mit der BBL und mit der AK geschwärzt hatten und dass sie eigentlich nicht unbedingt dagegen wären, für das Ganze einfach so zu verlängern. Du hast da gefragt, was dann hier Argumente wären, für einfach selbst zu verlängern, weil finalement im Sektor geht es ja nicht schlecht. Und dass noch die vielen am Sektor ausstehen, die aber diskutieren, und mir, ob die kommen, ich nur noch zurück. Aber da kriege ich von ihnen ganz wenig ein Ohr. Sie waren auf der Schiene, wir verlängern das an Dixit, den Herr Laurent Merz, sie haben keine Lust, 6 Monate lang Diskussionen zu führen und zu verhandeln. Aber das schließt natürlich von mir im festen Boden aus, gell? Weil ich von ihnen noch gesagt, ich war der Meinung, wir wären ja wahrscheinlich Gewerkschafter und das wäre ja bereits erbecht, für zu verhandeln, auch für zu versichern, für die Leute aus dem Sektor Verbesserungen und Ameliorationen par rapport zu ihrer Situation, Konditionen de Travail auszuhandeln. Und was ich gesehen habe als Menge erbecht, sie gesehen hat eben nicht, sie haben wie immer le plus petit dénominateur commun gewählt und das einfach so gesagt, wir machen eine Rekondition von den Kollektivverträgen. Da tun sie mir aber in einer Videokonferenz nicht gesagt. Ich habe ihnen nach zum Schluss gesagt, wir konzertieren uns aber nachher mit dem CGB zusammen, können wir uns dann zusammen treffen. Ich kriege keine Antwort, aber ich kriege auch eine Antwort an der Presse. Du hast gesagt, sie hat einen Akkord gefunden mit der ABBL und mit der AK an den Kollektivvertrag ging unilateral 1 zu 1 so überholt gehen. Ich muss sagen, das ist ein Skandal. Weil finalement dem Sektor geht es gut. Den Banken geht es gut, an den Assuranzen auch. Das Resultat, dass sie gut an der Breite nehmen, das ist so von der Stadttech, von der ABBL selber und von der AK zu gehen. Ich finde da ganze Kopf. Denn Herr Hoffmann selber sieht, sie hätten nicht gelitten und das ist ja finalement keine Bankenkrise, das ist eine Krise sanitär. Und die Banken haben sich ganz gut an der Krise durchgeschlagen, genauso wie die Assuranzen. Und es gibt also keinen Grund zu sagen, wir wollen den Kollektivvertrag 1 zu 1 weiterführen und wir geben den Leuten keine Augmentationen, die ihnen zu gut stehen. Weil ich will auch mal daran erinnern, dass der Bankensektor auch von dem Sektor essentiell war während der ganzen Krise, während dem ganzen Konfinement. Weil wenn die Banken nicht gewischt wären, dann hätten die Leute, und hat als Ökonomie, an dem sie nicht können so funktionieren, wie sie funktioniert. Banken haben dafür gesorgt, dass die Leute konnten hier wieder machen, an das sind Faktoren konnten bezahlt gehen, an das sind Prämien konnten weitergelaufen gehen, und so weiter und so fort. Es gibt also keinen Grund, für zu sagen, nee, die Leute haben viel geschafft. Genau wie an anderen Sektoren, die essentiell sind. Und so noch die Resultate sind gut. Und auch als Bankleute haben Recht, daran teilzuhaben. Sie haben Recht auf ein Teil von ihrem Kuch. Und nicht nur Patronat, Aktionären und Cadre Dirigenten, wie das eben im Moment der Fall ist. Das kann nicht sein. Und die Einzige, die an dem Dotenakkord an den Berg lachen, das ist 100 oder 3 oder 4, das ist der BBL und DACA. Es tut mir leid, dass enger Leber, das wie gesagt eben nicht mehr mitkriegt, und das schuld.
Ich als immer eng erbeg als Gewerkschaftler wäre, dass ich muss für Leute ersetzen. Mir ist nur du etwas Besseres geworden. Anscheinend ist das nicht der Fall. Mir ist so aber auch dann muss ich sich auch vorstellen, ob nicht die Leute, die Gewerkschaften do, die nicht wollen verhandeln, an diese Schnittwellen ersetzen, ob in die überhaupt noch als Gewerkschafter können denominieren. Das ist schon dummer da ein Riesenproblem. Weil ich meine, das geht gegen sämtliche Deontologie von einer Gewerkschaft und es geht gegen sämtliche Interesse von der Gewerkschaft, von denen Interesse, die wir als national repräsentativ Gewerkschaften vertreten und uns erbig machen. Da könnte Kombel aber davon der Fresh steht. Weil da kriegen wir dann den Tag nur dem, dann der Leber, ich sehe, wir haben den Akkord mit der Leber, mit der ABBL, pardon, Leber, ABBL, Acker, da sind wir ziemlich enges, haben wir davon, da muss man aber gesagt kriegen, über die Wadlerpresse, all drei dass der Leber sieht, ja, wir bräuchten aber, mis à vrai front syndical am Bankensektor, am Sektor finanziell aufrechterhalten gehen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie die das gesehen haben. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und ich habe nur 25 Jahre, heißt du verstehst auch die Welt nicht mehr. Ich habe sie fast nicht mehr verstanden. Wir sollen also nur benutzt gehen für ihre Krim, den sie gemacht haben, am Desinteresse von den Salarien, von der Platz, die sollen wir mit validieren. Das ist surreal und das wird sicher nicht aufkommen. Und da könnt nach dem Topo, nach Druck, das 3D no eng ABBL, und nicht spätestens wie de Moyen eng Acker der Kollektivvertrag dann nur denunziert wird. Okay, alles soll verhandelt gehen. Na, sagt man mal lieber wert. Iwer wert. Ich stößt, sie hat den Akkord. Oder ist den Akkord nicht mehr gültig. Wir haben mir rein verpasst. Irgendwo an der Presse. Dass wir nicht gesehen haben, dass den Akkord nicht mehr gültig ist. Weil wann den Akkord ja noch besteht, ma iwer was soll ich mir da verhandeln? Das heißt, mehr Gegenruf, an enger Intersyndikal, ich so wie schnell an der Intersyndikal, ob wat seit, dass der Leber sich changiert, weil einen schmisten sie an enger Kommission de Negociation, ob der seit von der ABBL auf von der AK sitzen, weil sie hu in Akkord mat nehmen. Mir okay Akkord Martin, weil wir wollen über andere Sachen diskutieren. Aber ich soll Martin oder mir solle Martin die das diskutieren gehen, wo mir so und du geht nicht zu diskutieren. So lange wie den Akkord, den dir hut mit der AB mit der Leber, den hast du gin. Und die hat ja kein Interesse an dieser Form, man muss ja am LCGB etwas Besseres ausverhandeln, weil da fällt ja der Leber an der Reck. Also das ist ja wirklich, also das ist ja, ich fand kein Weder dazu, ich kann nicht wirklich nicht so, weil ich schon kein Weder, das ist einfach kannerisch und das Eis wirklich dahingestellt. Wir sind nicht Klonen von der Leber. Das sind wir nicht. Dafür sind wir viel zu viel responsabel. Und wir meinen uns selbst, so wie sie muss sein, am Interesse von den Leuten am Sektor, nicht an unserem Interesse. Voilà. Und da will ich schon ein streichen, dass wir die Situation ja nicht provoziert haben. Wir hatten aber, ich will ein Retrospektiv mehr von den letzten 3 Jahren, wo wir als Gewerkschaften mit der Leber aber zusammen geschafft haben. Und das eigentlich gut funktioniert hat. Wir hatten 2018 aus den Kollektivvertrag unterschrieben gegen die letzten, wo ich nicht verstoppen, dass mir gar nicht begeistert über den Kollektivvertrag waren. Am Hintergrund dem uns auch gesagt, auch von Taliban haut sieht, der hat immer den unterschrieben. Ja, mir hat geschwar. Demos hat Taliban 50% am Sektor. Und dafür haben wir den Kollektivvertrag mit unterschrieben, weil ob mir mal den unterschrieben hätte oder nicht, sie hätten ihn gedrohen. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir keine Kommission de Negociation, wir hätten keine Kommission paritär, und wir hätten für alle mal keinen Plan sozial, wir können dabei sein. Und da haben wir aber eine Responsabilität vis-à-vis von unseren Membern, haben wir also gesagt, wir schreiben das aber wir drohen das Contenu von dem Ganzen nicht. Wo können wir als Gewerkschaft ein Contenu von einem Kollektivvertrag mitdrohen, wo sämtliche Rechte des Salarien aufgeholt werden, wo es keine Garantie mehr gibt, wo nicht mehr nach just Patronat dezidiert, was es geht, an wie was so gut tut, das kann ihn als normale Gewerkschaft eben nicht gut heschen. Weil wie gesagt, sie haben demos dezidiert, den Kollektivvertrag so zu unterschreiben, und wir haben das müssen mitdrohen. Ich will das just gesagt, für mal auch ganz klar zu präzisieren, dass das, was der Leber sieht, wir hätten das mitgedrohen, dass das eigentlich nicht stimmt. So. Da haben wir während 2 Jahre lang, die letzten 2 Jahre dann an Intersyndikalen, aber ob uns Initiativ hier zusammen geschafft, weil wir gemerkt haben, wie dann Transposition von dem neuen Kollektivvertrag soll gemerkt gehen, mega Probleme gerufen.
immens Probleme. Und notamment wat die neue Funktion am Sektor ganz laut neue Funktionen gemacht, neue Klassifikationen gemacht, dass eine Redistribution von den Enveloppen stattfand. Am Konträr zu dem, was am Fongol den hat sollen, wie den Herr de Silja das damals gesagt hat, immer den modernen Esprit von dem Kollektivvertrag, wo am Fongol Delegationen mehr Spruchrecht hätte sollen nun an den Betrieben mal festgestellt haben, dass das juste Konträr stattfand. Banken haben die neuen Funktionen unilateral kreiert. Delegationen sind nicht gefroht gehen, sie sind zum Teil mal Fleisch, just, ich meine, dir gab, ob der Bank General, der sind informiert gehen, mit den anderen Betrieben, die sind nicht informiert gehen. Was Klassifikation angeht, dann Ponderation von den Kriterien, haben wir gesagt, dass die Co-Decision hat müssen sein von den Delegationen. Auch da das Schankenherd einfach ignoriert gehen. Die Redistribution von der Enveloppe von den 9%, wo lose großartig dabei so gespart wird, an sich gebratzt wird, die Salarie kriegt den 1%. Aber ist so nicht. Das ist eine Enveloppe, die wird verdeelt, wie der Patron entfällt. Du gibt keine Garantie, wie was kriegt. Du kann an einem Betrieb sie kriegen, die ganze Enveloppe, da können da 10 Leute kriegen, und kann noch keine kriegen. So einfach, weil nicht mehr lang den Employer dezidiert. Bon, wir haben also gemeinsam, wie wir das dort alles festgestellt haben, haben wir gemeinsam an einer Intersyndikal darüber dezidiert, diskutiert, und wir haben eine Entrevue beim Herrn Hoffmann, der Präsident von der ABBL, gefragt. Wir haben dem als Doléanzen durchgelöscht. Leider, es war schuld, weil der Herr Hoffmann seine Antwort, die wir von ihm gekriegt haben, die war am Fongol, die war douteux, weil er eben als just ob ein juristisch Weise geantwortet, nicht ob die, wo wir wollten, mit ihm diskutieren, nach versichern, die Problematiken dort zu solutionieren. Wir sein Letztwort war das, aber ja, am Kollektivvertrag, also eben nicht präzisiert, da muss er an dem nächsten Kollektivvertrag Texte ändern lassen. Und das wollte mir ja auch. Das wollte mir ja auch. Und das wollte auch ein Leben. Und darauf sind wir als 2 Gewerkschaften, 3 Gewerkschaften, haben wir als eine wie Juridik schreiben gelassen von einem verkoten Büro, den Eis einfach sollte epaulieren an unseren Argumenten, an dem, was wir gesagt haben, an den wie den Hummer, die sollte noch unter BBL geschickt gehen. Leider kommen aber durch Covid, und du war die ganze Problematik, dass Chemie bei der Heck war, und allem ziemlich weit weg war. Und du sollte man am September, nicht darüber schwätzen, du hast aber gesagt, bon, ja, du hast vielleicht ein bisschen aber Mutard après-dîner, da komm, wir holen das mit an die neuen Verhandlungen von den neuen Kollektivverträgen. Komm, wir holen die 3 Sujets mit an das als von unseren Revendikationen. Das war alles so aufgemacht. Bis dann eben lo. Also eben nicht mehr aufgemacht. Weil ich meine, bei der Aleba als eine allgemeine Amnesie, die stattfindet. Sie haben sich das alles nicht mehr erinnert. Tot. Vielleicht will kein mehr davon wissen. Ich meine, dass das aber einfach die Art und Weise nicht mehr zu verstehen ist, für was sie die Bande per machen, alors dass wir all die Schritte, die Lektüren zusammen gemacht haben. Ich bin auf jeden Fall, das lässt mich perplex. Aber das verhindert uns aber nicht als Gewerkschaften. Trotzdem, wir haben Revendikationen. Wir haben Revendikationen, was die neuen Kollektivverträge angeht. Und wir werden die sicher nicht auf die Seite stellen. Wir sind uns bewusst, was am Sektor geschieht. Wir haben noch eine Analyse vom Sektor gemacht. Und glaubt uns, wir wollen nicht die Revolution am Sektor machen, wir wollen keinen Krieg am Sektor. Wir wissen, was die viel vom Sektor sind. Wenn ihr guckt, die ganze Problematik von der Digitalisation, was das mit sich bringt, neue Erbischten, andere, die wegfallen, neue, die müssen kreiert gehen. Wir haben neue Erbischtzeitformen impliziert, das, ganz evidenterweise. Ich meine, eine Digitalisation, da gehen nicht ganz viel die klassischen Erbischtzeiten, die wir heute tun, die können über die Welt nicht mehr realisiert gehen. Umstrukturation, der guftet noch immer, und der wird nicht auch noch immer weitergehen. Und zu resümieren, eine Umstrukturation mit Argumenten, wo zu sagen ist, eine Umstrukturation, die von Stadt, und die ist just darüber, weil heute zu besprechen zu heiß sind. Ich meine, dass das Diskussionen sind, die einfach lächerlich sind. Weil eine Umstrukturation, die am Fond Niveau von einem Gruppe geholt geht, Intra-Gruppe geholt geht, nicht heute zu Lützeburg geholt geht, die brauchen andere Argumente, wie just zu sagen, das ist ein Problem von den Paien heute zu Lützeburg. Weil das, was sie heute zu Lützeburg 10 Paien an Securité Soziale wird zu heiß, die sollen sie im Ausland zählen, sie just zu kontra. Das wäre also nie der Grund, das werde doch nicht sein.
Also mir hun als eben wie gesagt die frohe Gestalt sie an mir hun ein Katalog dementsprechend op B gesagt. Mir für Banken an mir für Assuranzen. An die Eisrevendikationen sind hauptsächlich qualitativer Natur natürlich wo man auch mir froh natürlich auch finanziell Augmentationen nach Verbesserung mehr hun ist hauptsächlich ob die qualitativ Revendikationen fokussiert. Mehr froh natürlich an den Banken Kollektivverträge noch bei den Assuranzen wobei ich muss sagen, dass den Assurance Kollektivvertrag eben nach mehr Garantie gibt wie das von den Banken. Wir haben den Banken ganz klar gesagt, wir hätten gerne Augmentationen, die für jede Regeln an die nicht nehmen, just der Patron kann dezidieren, wie weit Kritschmengt leid, schaffen alle gute gut am Bank, also alle guten Apps zu gut. Wir hätten gerne linear Augmentation am Bankensektor, und wir hätten gerne, wie gesagt, die Garantien für jeden nicht à la tête du Client. Wir haben eine Etude von der Stadttech und die Hunde schreibt einmal ein, die sieht zum Beispiel, dass das Salaire moyen am Bankensektor, wird du vielleicht gesehen, 99.250 € wäre. Wir haben dann laut Etude am Bankenkollektivvertrag gemacht, mit Barem. Und ich habe den Barem geholt, ich habe den Montant geholt, der garantiert das höchsten Niveau am Bankenkollektivvertrag. Das sind 4.925 € mensuell. So, aber wenn ich den da mal 14 rechnen, weil ich schon den 13. Monat, gegebenenfalls ein Junisprim, wenn du lang genug dabei bist, kriegst du ein Junisprim, die Ausbildung äquivalent zu einem Salär, da kommen nicht auf 56.000 € à tout casser. Da muss mal mir sagen, wo mir die 99.000 € da kommt. Auf jeden Fall sind das nicht als Membres, die noch den Kollektivvertrag haben. Und da so ein den Herr Mackel vom Luxemburg for Finance hat ganz klar gesagt an einem Interview am Wort, dass es Teichzeit ging, dass am Bankensektor, am Finanzsektor Paien gingen gehofft gehen, an ajustiert gehen. Und dass sie effektiv da in enorme Besoin haben, wenn sie wollen, die Finanzplatz wollen attraktiv werden. Es soll also kein mir zählen, wir fanden kein Leid mehr, man bezahlt der Leute, da kommen sie auch vielleicht. Aber es kann nicht sein, dass man die Paien au Rabais, dass sie mengen ein ABBL an ihrer Arroganz, an ein Acker, dass sie nach Leid werden und dummer der Unzehen, au contraire. Wir sind also eins, wir haben die dort Forderungen gestaltet, wir werden ganz klar weiter Matspruchrecht für Delegationen frohen, notamment ob der ganzen Diskussion von den Funktionen, von der Klassifikation an den Baremen, für das endlich den Desaster an der aktuellen Situation, an der aktuellen Kollektivvertrag, dass dem abgeholfen wird. Wir frohen noch Garantien an der Evolution von der Karriere von den Leuten. Wir hätten gerne Bilan de Kompetenzen, wenn ich so et verschwunden neue Plätze, dann kommen neue bei. Da brauche ich Bilan de Kompetenzen von den Leuten. Da muss ich gucken, was sind dann die individuellen Formationen, die die Leute können angeboten gehen. Was können wir da machen für die Leute, eine Perspektive an ihre Betriebe, an am Sektor zu gehen? Alles das haben wir ja im Moment. Wir haben zwar eine Akkordformation, aber es gibt aber nicht genug Garantien, für das auch an den Betrieben soll stattfinden. Und da könnt Konziliation wie familial wie professionell, da schwätzen wir nicht von den neuen Formen, von Arbeitszeiten, Arbeitsformen. Da brauchen wir eine Konziliation wie familial, die adaptiert wird und die neuen Mesuren und die neuen Besoin am Sektor. Und da haben wir an diesem Katalog, wir haben über Congés sociaux geschwätzt, wir haben über das Recht auf Temps partiel, wir haben über Recht auf den Droit à la Déconnexion, wir haben einen ganzen Akkord ausgeschafft für den Droit à la Déconnexion. Wir haben zusammen ausgeschafft an diesem Katalog de Revendication. Wir haben gesagt, den Teletravail, der muss ein Annex vom Kollektivvertrag kommen. Wir brauchen obligatorisch Compte épargne an diesem Kollektivvertrag, wenn wir dem alles recht gehen. Wir brauchen besoin neue Arbeitskräfte. Und da so nicht, dass ich am Sektor muss identifiziert gehen, was sind dann die neuen Funktionen, die an der Zukunft gebracht werden? Wenn ein ABBL in einer AK sieht, wir fallen als Leute nicht. Und wir haben nicht die Besoin, die wir brauchen. Aber da sollen sie mal so, was sind dann die Besoin von den neuen Funktionen, die wir brauchen? Wo sind sie dann? Wen die, ich habe das schon gesagt, und gar auch manchmal, wir schon im letzten Kollektiv, mit da so da ist, wo sind die neuen Funktionen? Wen also, was sind die Besoin, die wir brauchen? Aber komm, wir schaffen, wir haben am Sektor in House of Training, aber da komm, wir identifizieren sie, wir identifizieren Funktionen, wir identifizieren
Qualifikationen, die gebraucht gehen. Und da gucken wir an die Betriebe, die Leute, wo wir wissen, dass hier Jobbewertung verschwinden oder neu müssen orientiert gehen. Aber da kommen, was sind dann? Wir haben Leute, wir haben Leute, die professionell wissen, die haben eine Qualifikation professionell. Was sollen wir das Risiko gehen, die zu verlieren? Und da müssen wir neuer sicher gehen, ich weiß nicht, wo, an Indien oder au fin fond du monde, für dann eben da Leute hinzubringen. Nee, für was? Wir sollen Eisleute, die wir haben, versuchen, zu halten, an einem Maximum zu formieren. Und das können wir an unserem Sektor machen, wenn alle Menschen da mitspielen. Aber wenn natürlich kein vorstellt, aber natürlich auch keine Ideen hat, für das Ganze auf Bein zu setzen, und will diskutieren, da kriegen wir immer nur dieselbe Schleier. Da wird gesagt, ja, wir haben über die Leute nicht, wir müssen als neuer sicher gehen. Aber wenn dann ihr Plan sozial könnt, bingo, alle, dann haben wir Plan sozial und da wäre das. Wir haben auch an unserem Katalog de Revendication gefragt, für einen Plan de Maintien dans l'Emploi sektoriell zu kreieren. Und ich meine, dass das richtig ist. Weil wenn ich gucke, dass sie mir als GBL, als LCGB, an all andere Sektoren am Land, so wird guckt Glücksseher, guckt Stahlindustrie, guckt der Commerce, wenn wir als da alle gute mehr gehen, für effektiv zu versuchen, alles zu machen, für Plan de Maintien an die Wehr zu legen. Für was soll das nicht auf der Finanzplatz geschehen? Die haben auch eine Responsabilität, Finanzplatz. Und es geht nicht durch, dass sie sich immer ihre Responsabilität entziehen. Der letzte Punkt, den ich nach Schluss wollte, da ging es gehabt wurde, der letzte Punkt, den ich aber nach vollzogen, und das ist der von den Vorkadern. Ich meine, die hat hören, die letzten paar Wochen, hat der Leber immer im Geschwärt über die Vorkadern. Ich will mal einfach just, ob die ganze Diskussion von Kadern zurückkommt. 2016 war der GBL den ersten, den über das Sujet, verschiedene von ich waren Menschen schon demos an der Pressekonferenz dabei, wo ich gesagt habe, dass ein Problem mit den Vorkadern. Ihr könnt lernen, mit das so. Das ist ein Problem von den Vorkadern. Und ich habe demos gesagt, es sind 10.000 Leute auf Manns, die betroffen sind am Finanzsektor. Du gehst mal von der Leber demos ausgelehrt, aber gesagt, das wären doch viel zu viel Haut, so und sie das selber. Und sie sind natürlich wie immer auf dieses Sujet gesprungen, da sind wir auch gewinnt. Das ist auch gut so, weil das Sujet wenigstens mal thematisiert. Und er bleibt nicht außerhalb von der, bleibt nicht in einer Küste hängen, wo Mist rauskommt. Wir haben damals gesagt, da muss geschafft gehen drin. Und da muss am Kollektivvertrag, für mich als das Sujet und für uns als das Sujet, zu regeln am Niveau vom Kollektivvertrag. Und es kann nicht sein, dass wir, als wir da aufgehen, dass wir sagen, es geht durch, dass just über die Gerichte da gesperrt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir als Leute individuell auf die Gerichte schicken, für das Recht anzuklagen. Wir haben einen Kollektivvertrag, der sieht ganz klar, wer fällt unter den Kollektivvertrag? Alle Salarien, außer Cadre Dirigent. Und die Vorkadren, das sind keine Cadre Dirigent. Also haben wir als zusammen ausgedacht, eine Solution, für das sie an den Kollektivvertrag sollen drankommen. Wir haben, ich gehe auch nach just ob die Aussagen, die dann immer kommen von wo der Leber sieht, wir haben da so viel reklassiert kriegt, Bank de Rothschild, das ist eine Person, die sie da reklassiert kriegt. Wir haben Bank Edmond de Rothschild, das ist eine 100% OGBL-Delegation. Wir haben da über 40 Leute mit der Hilfe von einer Delegation zurück an den Kollektivvertrag klassiert. Und das über DW, wo es muss gehen. Es kann, wie gesagt, nicht sein, dass es jeder Einzelnen holen, also du musst auf Gericht gehen, für den Rechte anzugehen. Nein, den ersten Level ist der Kollektivvertrag, und den zweiten ist dann mit der Hilfe von den Delegationen. Und das ist als Erbe als Gewerkschaften über dem Niveau zu gucken, dass man da die Konditionen da geregelt kriegt. Und wir haben da eine klare Revendikation am Kollektivvertrag. Von der Leber, weil, außer dass sie an die Presse gehen, also sie hatten einen Befall gewonnen Tribunal, hey, den nicht, ich war schon hier an ihrem Akkord, den sie mit der BBL und mit der ACA ausgehandelt haben, und ich nicht gesehen. Voilà. Ich meine, ich will ein bisschen am großen Versuch zu resümieren, was Problematik ist, und noch was wir dann eben zusammen gemacht haben, also GBL und als LCGB. Wir werden auf jeden Fall wir werden ganz klar als Responsabilität tun. Aber es wird ganz viel erbecht. Wir müssen gucken, wie wir durch die Büsche kommen. Das wird nicht evident gehen. Wir werden die Kollektivverträge dann auch konform zum Gesetz werden wir sie selber kündigen, mit einem Katalog de Revendication haben und run. Wir werden noch eine Kommission de Negociation aufstellen, wobei ich aber nicht weiß, was man mit der Leber meint, wie gesagt, schon nicht gesagt,
entweder gi op seit vun der ABBL, wët das jo schwer se bei an eng Kommission de Negoziation zu basi in Akkor mat den annner hunn. Dat gesimmer nach, da muss man gucken, wie dat alles weitergeht. Op falls mé man selbecht am Entere vun de Salarien, de mir vertreten op der Platz vun de Salarien vun der Finanzplatz, sie können no bei zielelen, a mir werden sie net verroden a schon net beklauen. So nicht film muss Merc vor de Gap. Schmengen du bist ganz weit gegangen. Du hast gesagt, wir Resümee mit Familie Resümee. Das schmengen das natürlich auch eng Situation, die nie do war. Nach ein Keier, wir gehen als nationale repräsentativ Gewerkschaft Signatär von einer CCT. Ich war press geworden, dass Taliban am Geheimen, nach ein Keier, am Geheimen, weil nicht das gegangen ist, an ein ganz kleiner Kreis, weil auch, wie Veronique Fedro gesagt hat, so gute Member von der ABBL, von RACA, auch überrascht waren über so Akkorden. Das heißt, hatte mir an diesem Sektor noch nie, an dem Finanzsektor. Das soll ich nicht vergessen. Ich weiß auch nicht, wie Veronique richtig sieht, wie das soll Firo gehen. Weil das Vorgehensweise ist nicht mehr, als ganz klar, geen Legalprozedur von der Kollektivverhandlung. Ganz klar, du hast nicht zu diskutieren, Frieden eigentlich für wat, wo sie das, wen die Gesetze gelesen. Wir können uns nicht auch noch vorstellen, über TBBL. Kann TBBL ihr Gesetze nicht mehr lesen? Verstehen sie ihre Gesetze nicht? Ich hoffe just, dass sie an ihrem normalen Job die Gesetze aber richtig verstehen. Weil sonst man manchmal aber wirklich ganz groß Sorgen. Auch mir, ich meine, wir haben da doch geguckt, wir sind als nationale repräsentative Gewerkschaft, sind wir bei den Wahlen von der CSL, wo wir heute sind, über 50% gewicht. Aber wenn ihr das genau guckt, was am Gesetz steht, da kann für uns ein Anleber kein Kollektivvertrag allein unterschreiben. Das ist ganz klar für uns. Ich erinnere just rund, weil ich kann, das heißt so ganz witzig, wenn den verschiedene Leute von der ABBL, weil der ABBL ja Banken sind, wenn die über die national oder wieder über die sektorelle Repräsentativität von einer Anleber schätzt. Ich kenne ein paar Beispiele. Zum Beispiel der Gruppe, ich schwätze von Gruppe BNP Paribas, 4.000 Leute. Da geht mal gucken, was Taliban repräsentativ ist. Striktement nicht minoritär. An dem Grupps möchten machen wir so 90%. Das heißt, da geht ein ABBL-Kollekt so Akkordeprinzipien treffen, ohne die Leute gar nicht zu konsiderieren. Das ist ja bald unmöglich. Ich erinnere just daran, dass die Gruppe der größten ist am Finanzsektor, das ist von den größten Employer überhaupt hier im Land. Ja, und da war dem auch dem Herr Hoffmann, wir sind daran erinnern, weil ich werde immer von der Taliban repräsentativ, fragt mal den Herr Hoffmann, wie viel Prozent Taliban bei der Rangweise-Käse wird. 0. Sie kennen schon Delegierten. Das ist auch das, ich bin zufrieden, sie all die Donen hier. Wir haben noch natürlich, und Veronique hat das just gesagt, wir lassen uns nicht daran irgendwo stehen. Wir sind da, wir wollen Gesetze anhalten, wir insistieren, dass die Gesetze angehalten gehen. Wir werden als nationale repräsentative Gewerkschaften noch die Negoziationen so feiern, wie die Gesetze das vorgesehen. Und da lassen wir uns wirklich nicht 1 Millimeter davon aufhalten. Wir haben, ich weiß das, zusammen, wir haben geschafft, wir haben noch über die Prioritäten geguckt, wir haben als Gremien, ich kann das aber so, Veronique, wir haben als Gremien schon konsultiert und als Gremien haben als klar gesagt, was wir zu machen. Und das ist die Idee, wir gehen über die Gesetze. Wir haben als Katalog der Revendikation schon mit aufgesehen, an denen zwei, das ist DACA und der BBL, und wir werden natürlich als nicht von einem Akkordeprinzip, den da entsteht, an einem, ich weiß nicht wo, komplett kein Mensch weiß, wo die Leute sich zusammen gesagt haben, so darüber zu schwätzen. Und das wird mir dann an den nächsten Tag wird das auch rauskommen. Ich erinnere auch nach Grund, was Veronique richtig sieht.
Wir haben bis September praktisch ja, mit einer Arbeitgeber diskutiert. Ich erinnere just daran, dass der Kollektivvertrag, der so revolutionär soll sein, wie die Frau aber nicht so revolutionär als Medizin, aber verschiedene Sachen tatsächlich an dem Kollektivvertrag geändert gehen. Unter anderem die Funktionen, die ganzen Funktionen. Ich erinnere just daran, dass wir von 6 Gruppen auf 4 Gruppen aufgegangen sind, so richtig, durch die Sachen, die sind nicht normal aufgelaufen. Wir wollten das, und das ist das, was uns von kein Mensch versteht. Wir wollten auch die Sachen haben, wie zum Beispiel die Rolle von den Delegationen, was anbelangt, all die Funktionen, die umgesetzt sind. Ich erinnere mich daran, die sind 2020 umgesetzt, das ist alles neu. Das ist alles neu. Durch in der Banken ist das natürlich gut gemerkt, oder an einer Banken überhaupt nicht. Wir haben zum Beispiel, und das wäre eine gute gesagt, die Distribution von der Masse salariale von 1%. Wir kennen keine Kriterien. Nicht ein Kriterium. Wir haben insistiert zusammen, und noch Materialleber, ich erinnere mich so, Materialleber, für das man so Kriterien kreieren, für das man da einfach noch eine Übersicht tun. Ich erinnere mich daran, dass es früher 2/3 von den Leuten ein Teil von der Argumentation zu gut hat, und heute steht kein Prozentsatz. Das ist mir just eine einzige Möglichkeit, für das wir über die Kriterien nach gesehen, was da an den Banken geschieht, was die Argumentation von der Masse salariale, und sollen sie nicht verkaufen gehen, wie da zu Taleb sieht, wie wenn das Argumentationen sind, den das nicht genau so wie wir, da sieht man für lineare Argumentationen, das können wir. Das ist alles kollektiv, was überhaupt nicht dran. Das ist das, was für uns wichtig war. Und dann bin ich mit dem Akkord das Prinzip unterschrieben, das ist ein Copy-Paste. Copy-Paste, alles, was wir da während Mindlang mit denen diskutiert tun, Ganzheiten, da wird das einfach bimol ignoriert. Da muss ich sich vorstellen, für Wert. Wen ist der Gewinner für das Akkordeprinzip? Wen ist diejenige, die das Totolo an der Form wirklich kann akzeptieren? Füge, dass mir all die Forderungen, und der Bachelor der BBL hat die Forderungen erkannt. Wir hatten ja auch schon entrevues über das Sujet. Das ist die mit Sicherheit und mit gerechnet, dass wir von damit kommen, weil wir das doch gesagt. Aber einmal, da sind Sie froh, alles aus der Wäsche. Copy-Paste. Das ist, wenn eine Copy-Paste mit einem Kollektivvertrag, geht mal davon heraus, dass das schon nicht lange dauert, die hier geheim Reunion. Der Copy-Paste geht relativ schnell. Ja, und müssen sich auch nach ein Kehr schmengen, vorhin wird gesagt, es geht schon nicht über das Finanzielle. Wir sind an einer Zeit, wo wir feststellen, durch die Pandemie, dass wir viele Leute am Teletravail haben. Wir haben auch gesehen, was fehlt. Wir haben auch gesagt, wir haben Probleme mit der Konstellation wie privé, wie professionell. Die Leute können sich auch von daheim aus konnektieren. Und alles das muss ja regliert gehen. Weil wir das nicht fertig bringen, weil den Teletravail von heute ist ein anderer. Mit dem Teletravail, der wird auch nach der Krise bestehen bleiben. Da müssen wir genau Regeln nehmen. Arbeitszeiten. Wir haben ja keine Kontrolle mehr darüber. All die Diskussionen sollen gefordert gehen am Kader von einem Kollektivvertrag. Das hätten wir ausgemacht. Und lo können sie etwas. Mit das schwer. Ich meine, den Akkordeprinzip ist das, was weiter als nicht. Wir gehen auf Verhandlungen und wir werden das natürlich insistieren, für das, dass wir auch am Kollektivvertrag kriegen, weil wir können uns nicht erlauben, dass wir keine Akkord haben über den Teletravail. Wir können uns nicht erlauben, dass wir keine Akkord haben über die Konnexion. Das sind wichtige Elemente, aber wir wollen, dass als Leute nach irgendwo nach einem Privatleben nehmen. All diese Sachen müssen diskutiert gehen. Und wir wollen nicht an die Details zu gehen, die bestimmt noch frohen. Da müssen die Leute sich halt vorstellen, für eine Gewerkschaft, dass sie an die nächsten Jahren wollen vertreten gehen. Voilà. Merci.